Der Tauschladen. Der Dominik und der Danny sind zwei Lausbuben, die manchmal gestritten haben miteinander. Am heftigsten haben sie gestritten, wenn sie beide das Gleiche haben haben. Der Lego-Kran zum Beispiel, der Fußball oder der Farbstiftspitzer. Einmal ist es wegen so einer Sache sogar zu einer richtigen Schlägerei gekommen. Der Danny hat unbedingt die leere Schuhschachtel für seine Farbstifte haben. Der Dominik, der älter und kräftiger war, hat den Danny in die Kiste mit den Holzklötzen geschopft. Der hat das Gleichgewicht und seine Turnschuhe verloren. Er hat ihn unter dem Schrank gefischt und voller Wut am Dominik auf den Kopf gehauen. In dem Moment ist der Vater zur Tür hineingekommen. «Was ist denn da los?» hat er gerufen. «Hört sofort auf! Lass du echt ein bisschen in Ruhe? Schämst du dich denn gar nicht, Dominik? Ich habe immer gemeint, du seist der Vernünftiger.» «Der Danny hat angefangen», hat sich der Dominik gewehrt. «Der Dominik hat mich mit dem Schuh auf den Kopf geschlagen», hat der Danny brüllt. «Du lügst», hat der Dominik zurückgeschrauen. So ist es zu und her gegangen, bis der Vater die beiden Streithähne mit Mühe und Not hat trennen. «Schluss jetzt! Es ist mir gleich, wer angefangen hat. Wenn er so weiter streitet, dann gibt's nichts auf die Weihnacht. Oder, noch besser, wir tauschen euch beim Christkindli gegen zwei herzige, friedliche Mädchen ein.» Pah, das hat gesessen. Der Dominik und der Danny haben an dem Tag nicht mehr miteinander gestritten. Der Dominik hat sich in die Küche verzogen. Er hat das Radio eingeschaltet. Im Kinderprogramm ist vor Weihnachten eine beliebte Sendung gekommen. Sie hat «Der Tauschladen» geheissen. Dort konnten die Kinder Sachen tauschen, die sie nicht mehr brauchen konnten, gegen Sachen, die sie unbedingt haben. Der Dominik hat ein Weile zugelassen und nachgedacht. Dann ist er zum Telefon gegangen. Am 4. Adventssonntag war der Streit längstens vergessen. Die ganze Familie ist gemütlich um den Kaffeetisch gesessen. Sie haben Tee getrunken und Gutzli gegessen. Die Mutter hat das Radio eingeschaltet, weil sie Weihnachtsmusik hören wollte. Aber es ist eine Sendung gelaufen. Der Tauschladen. Der Sprecher hat gerade gesagt, «Und jetzt, liebe Kinder, haben wir ganz einen ungewöhnlichen Tauschwunsch. Er kommt vom 10-jährigen Dominik Peter aus Zürich. Er möchte gern seinen 8-jährigen Bruder Danny gegen eine Eisenbahn eintauschen.» Dann hat der Sprecher noch die Telefonnummer durchgegeben. Die Mutter und der Vater haben sich entsetzt angeschaut. «Dominik, hast du wirklich?» hat die Mutter schockiert gefragt. Er hat genickt. «Es tut mir leid. Aber als ich letzte Woche dort angerufen habe, habe ich es mit dem Danny einfach nicht mehr ausgehalten. Immer hebt er zu ihm, weil er der Kleine ist. Dabei kann er ganz fies sein.» Der Danny ist still auf der anderen Seite vom Tisch gesessen und hat aus Verlegenheit gerade 2 Mailänderli aufs Mal ins Maul gesteckt. «Manchmal lügt er auch, damit ich Schimpfis bekomme. Er hat mich nämlich mit dem Schuh geschlagen, nicht ich ihn.» «Stimmt das, Danny?» «Aber darum tauscht man doch nicht gerade den Bruder gegen eine Eisenbahn», hat die Mutter gesagt. «Aber der Papi hat uns eintauschen gegen 2 Mädchen.» «Aber ich has doch nicht so gemeint. Ich will nur, dass ihr lieb sind zueinander. Ich würde euch doch nie eintauschen wollen.» Der Dominik hat am Danny zugeblinzelt und beide mussten lachen. Zum Glück hat an dem Abend niemand eine Eisenbahn vor sich gehabt.